Hoe deed het? Hoe deed het? Good. Good. Jacob, your mic's on. All right. Zoals Jacob zei, vandaag gaan we aan met Eent. En dit is een series boodschappen waar we aan derg gaan in de eigen. En waar we kunnen ons sterker merken aan onze eigen. En zo, ik zie je een stel terug dat wanneer Debbie hier ever boven zijn, dan zal je schwinn een beeld opnemen. En zo, nu ga je in je leenheid. So ik vraag Debbie, als zij wordt voor ons alle taub beten, als eigen poren, dat onze harten worden reit zijn, voor wat we willen durchgaan in de nächste 7 weken. En zo, waar we dat alle taub doen, waar we beten. Jezus, ik dank u voor die kerk, dat we kunnen durch het leven gaan. Help ons in familie en ons in een andere manier te spreken. En ik dank u voor Steve. En de zin dat hij is in onze familie en voor mij gaat. Je hebt hem wijsheid en red daar en je hebt hem de wieder wat die has voor ons vandaag. Ik dank u voor de wonderbare plan die has voor de eigen. Dat een man kan een vrouw helpen door te leven gaan. En ik weet was jeder paar lied dat hier zijn vandaag geven wat die willen eigen. Vrede, heilig, wat immer du is gaat. Dat die kunnen dien zien gaan. Dankzij Jezus. Amen. 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 Dankzij. Eent. We zijn Eent in de eigen. En zo dat van waar we dat gaan, den noem Eent. En zo ik wil je vragen, wanneer je kan, komt naar jeder zondag voor de nächste 7 of 8. We worden de Mutterstag twaschen gaan. Muttertag, we worden door twaschen gaan, so dat wordt niet. Dan willen we niet van eigen reden, so dat is de 10e mei. Maar eens voor de nächste 7 boodschappen, 7 zinnen, dan willen we van de eigen reden. En vielleicht sagst du, ik zie niet befried, so dat me niet aan en wat immer. Wel, wanneer du jong bent, zoals dat sagst, du hast eine gute Gelegenheit, dat du wirst befried zijn een dag. En zo dan zal je hart in de dood. En ga je al leren van wat je wil doen en wat je wil zijn. En zo, dit is een ding voor ons allen. En ik dacht, vielleicht 6 Monate terug zo, dan valt ik zo, want we zullen van de eigen reden in de kerk. Hoe weten we, het is zo wichtig. Dat is zo wichtig, wat we geloven en wat we leven doen aan onze eigen. En zo, dat is wat we willen doen. En de series wat ik ga, die heb ik nooit genoemd van deze boek. Dit boek is een Engelse boek, dat heet zich Marriage on the Rock. En dit is van Jimmy Evans geschreven. Jimmy Evans is een prediker in de States en hij is nu in Fort Worth, Texas. Hij wordt verlang in Amarillo, Texas. En hij en zijn vrouw, die hebben een ministry, een dienst, waar zij eigen helpen doen. En zo, dat is maar wat een ganzen dienst is. Dat heeft alles met de eigen te doen. En bezieht dat als hij nog een pastoor. Maar hij heeft deze boek geschreven en ik heb deze boek gelezen, vielleicht 3 of 4 jaar terug, tot het eerste Mal. En ons heeft het zij geholpen, mij heeft het zij geholpen. En zo ik dacht, waarom we niet meer alle durch de leer gaan, nou wat hier ben is. Zo, wat we worden van reden in de nächste 7 weken, dat op dat nou je buurt, zoals hij dat uitleidt deed. En zo ik wilde plus zijn, zum Anfang aan, dat je niet gelooft, dat ik plus al deze kleurige ideeën van mezelf heb. We brauchen hulp. We brauchen hulp van ons wingen aan als Christus zijn familie. Alright. Zie ik waar alright. Oké. We vangen aan en aanvang van de Bijbel. Eerste Mose. God merkt de ganze Welt en alles wat er ben is. En aan het tweede kapitel, dan merkt God morgen en früh en hebben een cast. En zo de wereld vangt aan met een cast. Adam en Eva komen taub, dit is God zijn plan. En op een mes voort als de zoeten door mank. En hij wil hier nu mank spelen. Hij wil hier nu trouble geven. En hij kampt geen eend. En hij vangt aan met zijn leines, geen eend als poort te komen. En hij vangt aan uit te praten, uit te drijven. En de oorzaak voor wen hij dit deed, is, zegt Paulus ons in Epheser 5, hij zegt dort, mannen, je zal je vroeger krijg zo goed zijn als Christus de kerk goed is. En zo de eigen is een beeld, zo te zijn, van wat God met ons omgaat. De eigen is een beeld van de goede nieuwsbericht, van het evangelium.
Und 1. Mose sagt dann, dass Gott mögt Mensch in sein Ebenbild. Und sein Ebenbild mögt er an. Er mögt Mondsmensch und Frühmensch. Wird du nicht sein, dass dort Gott mögt den Mond in sein Ebenbild und dann mögt er noch eine Früh. Das ist nicht, was es sei. So sagt dort Gott mögt den Mensch in sein Ebenbild, Mond und Früh. Und so wir nehmen das zum Sein dort, wenn wir wollen wirklich Gott sein Ebenbild rütdachen, dann dürfen wir dort aus Mond und Früh taub. Und so der Ehe, als Gott sein Weg, zum der Welt wiesen, wer er ist. Der Ehe ist Gott sein Weg, zum der Welt wiesen, wer er ist. Das ist ein Bild von ihm. Das ist ein bisschen, wenn wir einen Spiel nachkicken tun. Und so, wir wollten dort anspielen, wir sind zwei Menschen. Und so, wir können nicht 100% fan rütdachen, wer Gott ist mit unserer Ehe, aber das ist ein Bild. Das ist ein Gleichnis. Und Gott deutet, dort er wird in Wahrheit hier auf der Welt, zum seine Evangelium bewiesen. Und das ist der Ehe. Und die sucht und wisst dort. Und das ist das interessant. Adam und Eva kommen taub, und das erste Ding, dann suchen du manch Eent. Und aber was noch interessant ist, suchen wir nicht mal Raum, für sie befreit werden. Suchen wir du nicht mal. Und dann befrieden sie sich, Gott bringt ihn taub, und dann erst du. Wenn es weit, suchen weit, was hier angeht. Weit, dass dit mal hineinbringen. Wenn es dit wies die Welt, wer Gott ist. Gott ist ein drei in eins. Und die christliche Ehe ist 3 in 1. Und so, wir wiesen, wer Gott ist, durch unsere Ehe. Jesus, sucht und kämpft durch jeden, und er prüft dort zu vernichten. Und weißt du, wir haben gesehen, besonders nu in der Welt von der ersten Tag, was sucht und hat können anreiten, mit dort jene Ehe kämpft. Und wenn die Ehe hineinbrechen wird, die Norv, als du für Lebenszeit. Wenn er euch hineinbringen wird, das ist nicht bloß der Morgen früh, was nu wir tun. Du hast eine ganze Herde mehr. Kinder und Familie und Freunde und Zeug und dort geht wieder. Und so der Ehe ist Gott sein Plan für uns. Der Ehe ist Gott sein Plan, um sein Ebenbild, sein Bild rütdachen nach der Welt. Und hat mit mehr zu tun, als bloß ich und meine Frau. Met du en dine Frau, du en din man. Dat heeft met mij te doen als bloos je bed. Du hast mij met verbunden. Ik heb je manchmal verteld, mijn groospapa, mijn papa, zijn papa, die verleiht de familie als mijn papa 6 jaar oud werd. En zo, mijn dad heeft een paar Mal gezien nu dat, vielleicht 2 oder 3 Mal gezien nu dat hij 6 jaar oud werd. So, mijn dad is opgewassen ohne dad. Und unsere Familie feilt dort von der nach Hammer. Das ist nicht, dass wir ein Fluch sind, aber wir feilen den nur, was du hast. Ich und Debbie, wir entschlossen uns letztes Jahr, ein Jahr Eier, wo wir meine Großmama hier heimbringen in Mexiko, meine Papa, seine Mama. Und ein bisschen mit ihr reden und bloß eine gute Zeit mit ihr haben. So, wir brauchen ihr hier haben und ich nehme ein bisschen Zeit mit ihr reden. Und kriege über diese Dinge, was mal in ihrem Leben passieren wird. Und Jesus hat geheilt, aber der nur, was in ihren History ist, der erste noch. So, das ist eine Ehe, die geht neun, und wir als Familie feiern das von der nach. Wo wenn wir in der Ehe ist, sehr wichtig. Und wir wollen über die nächsten 7 Sünde durcheinander, kriegt, wo wichtig das ist und wo wir sollen leben. Als ich 14 Jahre alt war, dann hier an diesem Finger habe ich mir nur Deib geschnitten. Und dat juist hier in de Noord, ik ga hier naar hem in de Noord. En deze week als ik me uitmerken deed voor deze boodschap, dan kan ik speren. Ik kon het nog speren. Doordat het een klein beetje anders hier is. Dit is 15 jaar terug. 15 jaar terug. Ik kon het nog speren. En zo dat is niet dat ik jede dag, door jede minuut aan denken doe. Dat is lang niet dat ik eenmaal de maand aan dit denken doe. Maar wanneer ik hier ram speer doe, ja, dan weet ik. Ergens wat er passiert. En dat is het in onze ziel dat. Und so, ich hoffe, dass diese nächste Zeit für uns, das ist eine Zeit, wo wir uns abbühen, stark merken. Vielleicht fehlt die Hoffnung für deine Ehe. Ich hoffe, die fängst dort hier durch Jesus.
Vielleicht sei je gut auf, ich guck je war noch stärker. Und vielleicht können wir alle taub lernen. Und ich will nicht so haben, dass die glauben, dass ich und Debbie weiten nu, was es macht. Sehr lang nicht. Aber wir haben in Schrift gelehrt. Und so, wir wollen mitteilen von was wir haben belebt, von wo wir kommen, und mit den Sinn, dass wir das alle taub wollen lernen und wissen und wiedergehen. Amen? Amen. Ein Ding will ich noch klar machen, bevor wir nennen ist, was gleicht Lebenswasser über der Ehe? Lebenswasser gleicht der Ehe erst zwischen einem Mann und einer Frau von der ganzen Lebenszeit. Das ist, was der Ehe ist. Die Bibel legt uns dort klar aus. Ein Mann und eine Frau für eine Lebenszeit. Und in 1. Mose sieht Gott, für diese Ursache soll ein Mann seine Mama und Papa verlassen, und er soll sich vereinigen mit seiner Frau, und die werden ein Fleisch. Und so den Vers ist, was diesen Series abgebaut ist, zum sein, was Gott seine Plan für die Ehe. Und von der Welt muss wir dort sein, was wir glauben über die Ehe. Bloß wenn du in der Kirche bist, meint nicht, dass das, was Menschen glauben über die Ehe. Und so wir sind klar in dort. Das, was wir glauben, die Ehe ist nicht zwischen den Mann und Mann, und das ist nicht zwischen den Frau und Mann. Das ist nicht zwischen der Früh und Früh. Das ist zwischen dem Mann und der Früh. Von der ganzen Lebenszeit. So, das ist ganz klar. So, von der hat sich die Botschaft, wie Buen auf den Stein. Und so, wir werden ein bisschen checken, was ist uns Grund an unserer Ehe? Ab was Buen wir an unserer Ehe? Wenn wir nicht einen guten Grund haben, dann wird all das ewig nicht schaffen. Und dann habe ich keine Ursache für die nächsten 7 Werke verteilen von verschiedenen Dingen in der Ehe, wo wir wissen können, wenn es uns Grund ist schlecht. Das ist ein bisschen, als wenn wir ein Haus bauen und wir haben nicht einen guten Grund, nicht einen guten Fundament, und nun wollen wir alle taub kommen und planen, wo können wir diesen Haus nach Grata bauen. Merkst du den Trouble bis Grata? Muss erstmal auf den Grund kommen. Muss erstmal ein Fundament haben. Und so das, was wir von der wollen tun. Und so die Botschaft heißt sich, wie bauen auf den Stein. Ein paar Monate zurück, dann habe ich die Gelegenheit, mit den Bibelschulstudenten reden. Und wir reden von Jesus als den Stein. Und so wir waren zusammen von der Ware frisch betätigt von der. Jesus als den Stein. Wir wollen unsere Bibeln aufdrehen. In Matthäus Kapitel 7. Wenn ihr in die Bibeln mit habt, Matthäus Kapitel 7, Vers 24. Hier redet Jesus von auf dem Stein bauen. Er sagt, so steht, wer meine Rede gehört hat, von das, was ich gesagt habe, es so ist ein verständiger Mann, der sein Haus auf den Stein baut. Und der Regen fällt, und Wut scheint, und der Wind blust und schlürft in sein Haus. Und das fällt auch nicht, weil so wird auf den Stein gebaut. Und wer meine Rede hört nicht das, was ich gesagt habe, es ist ein unverständiger Mann, der sein Haus auf den Sand baut. Und war dort Regen fällt, und dort Wut scheint, und dort Wind blust, in das Haus, und dort fällt taub mit großen Krachen, sagt die Plattdeutsche Bibel. Und sein Haus fällt taub mit großen Krachen. Weil ihr das so ans Leben schafft. Entweder wir bauen auf den Steinen, wir können verdrehen in schwere Tiden, oder wir bauen auf das Sand in die schwere Tiden kommen, und dort jaft große Krachen. Die Bibel sagt uns, dass Jesus als den Stein, wir wollen hoffentlich ein paar Versen bechecken von das. 1. Korinther 10, das ist die Geschichte, Paulus redet von der Geschichte von den Israeliten, wo die im Alten Testament waren, durch die Wildnis gingen sie. Und er sagt hier von Eent, sie trunken alle von den jährlichen Stein, die mit ankommen, und der Stein wird Christus. Und so, Paulus redet von den Israeliten, und er sagt, sie trunken von den jährlichen Stein. Sie hatten was eine Kuh halten deit. Sie hatten was Läden deit. Sie hatten diesen Stein. Und er sagt hier ganz klar, dort Stein, den Stein, da wird Christus. Und so, das sind mehrere 1000 Jahre vor Christus hier auf der Welt wird, und dann wird durch an den Wildnis mit den Israeliten mit, und er wird ein Stein. Jesus ist den Stein. Johannes Kapitel 7, Vers 37, sagt es steht, am letzten und größten Tag, auf den Fast, stund Jesus ab und raucht Lüd,
wer durstig ist, den lud ich an, nach mir zu kommen und zu trinken. Wer an mich glaubt, so ist die Schrift sagt, ut den sein Banner steht, wo ein lebender Wasserstrom ran. Und so Paulus sagt, die Israeliten im Alten Testament, die hatten den lebenden Wasser und die kriegen dort von Jesus. Und nu sagt Jesus, wenn irgendwer hier ist und der glaubt an mich, der hat lebendes Wasser an sich. Und das kommt von am Rüt. Das ist von wo wir uns nun haben, das Zeug, Lebenswasser. Das kommt von Jesus. Heißt uns Stein, Johannes Kapitel 6, Vers 35. Sagt Jesus aber, seht am, ich sehe dort Lebensbrot, wer nach mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dursten. Und so Jesus sagt, wenn ich in dein Leben sehe, und wenn du an mich glauben darfst, und wenn du auf mich bühen darfst, dann wird die nicht hungern, wird die nicht dursten. Wo wenn es Jesus jaft ans Leben. Jesus jaft uns das lebende Wasser. So, nu habe ich eine Frage für dich. Denk du mal even. Naar wem oder naar wat kiekst du zum deine diepste Neute befallen? Naar wem oder wat kiekst du in dein Leben zum deine diepste Neute befallen? Manchmal denken wir, was ist unsere diepste Neute? Na, eten. Wir müssen jeder Tag eten. Well, eten ist wichtig, aber das ist nicht von unserer diepsten Neute. Vielleicht Lauf, wir müssen immer Lauf holen. Lauf ist sehr wichtig. Ich gleich Lauf. Aber das ist nicht von unserer diepsten Neute. Unsere diepste Neute sind manchmal wie ein Feierdinge, wo wir können sein. Unsere diepste Neute. Der erste ist ungenommen sein. Acceptance. Wir wollen haben, ob Menschen uns annehmen tun. Wir wollen weiten, dass wir wichtig sind. Wir wollen weiten, dass irgendwer uns Geld ist und der fehlt es an uns. Acceptance, angenommen sein. Die nächste Diepe Neute, was wir haben, ist unsere Identität. Wer sind ich? Identity. Wir wollen weiten, dass wir was wert sind. Wir wollen weiten, dass wir ein besonderer Mensch sind. Menschen geben was dran. Die dritte ist Sicherheit. Security. Wir wollen uns keine sicher fühlen. Wir wollen weiten, dass wir beschützt sind. Und wir wollen weiten, dass wir wollen dort haben, wo uns fehlen wird. Eine diepe Neute, was wir an uns haben, ist unsere Sicherheit. Das, wo wir in Serie deuten letztes Jahr von Wer sind ich? Wenn so halb uns reich denken, in diesem Area. Sicherheit. Und die vierte diepe Neute, wo wir in uns Leben haben, ist Zweig. Purpose. Ein Ziel. Hast du eine Ursache, wo wir ich hier sehe? Hast du einen Plan für mich? Oder mag ich mich hier bloß rambäseln und sein, was es gibt? Und wenn wir Christen sind, dann sagt es, oder dann wundern wir, hat Gott einen besonderen Plan für mein Leben? Und so, das sind Dinge, die deep in uns sind. Das sind Dinge, die deep in unserer Seele sind. Das geht deeper, als mich hungern det, oder als mich dursten det. Und das ist, was Jesus wirklich von reden tut. Das ist nicht, dass Jesus redet von dem physischen Eten und Trinken. Er hilft Menschen auch noch mal dort. Aber er sagt, wenn du in eine Miet kommst, dann wird deine Seele nicht mehr hungern. Dann wird deine Seele nicht mehr dursten. Wenn es echt wird sein für die, was die fehlt. Und diese Feier Adias. Wir wollen angenommen sein. Wir wollen weiten, wer wir sind. Wir wollen Sicherheit haben. Und wir wollen weiten, dass du ein Zweig hast, dass du ein Ziel hast für uns Leben. Is there a purpose? Und die meisten von uns, wir kicken verschiedene Dinge, zum dit fallen an uns. Und ich habe hier bloß ein paar Dinge geschrieben, wo wir manchmal ankicken tun, zum dit an uns fallen. Diese Feierdinge. Manchmal kicken wir uns Salz. Ich kann es tun. Ich werde es durch merken. Manchmal checken wir uns Partner. Das ist euer Partner. Die macht alles für mich tun. Manchmal checken wir unsere Freunde oder unsere Kinder. Manchmal checken wir unsere Arbeit.
Wenn du in Wirt bist, manchmal kiekst alles, was du im Gun hast, und dort jaft die den Salz wird. Manchmal kicken wir nicht in Wirt, damit er uns Sicherheit geben wird. Manchmal kicken wir in unsere Kirche oder in unsere Pastores. Wenn die mal mit mir reden, wenn die mal mit mir Zeit nehmen, wenn die Kirche mal so steht, wenn sie nicht mal so steht, dann würden wir dort schein gehen. Dann würde ich dort haben in mein Leben, was mir fehlt. Manchmal kicken wir in unsere Eltern. Viele von uns kicken uns Geld oder die Dinge, die wir haben, uns haben Geld. Und dort, wo wir unsere Sicherheit finden. Dort, wo wir unsere Sicherheit finden, wenn wir glauben, ja, nu habe ich dit und dort, so, nu sehe ich Geld, nu fehlt mir doch nicht mehr an Gott. Oder wir kicken durch an für unsere Identität. Wer sind ich? Na, ich sehe diesen, wenn ich habe dit und dort. Oder wir kicken uns Geld, damit wir wollen angenommen sein. So ist der Jung, der verlorene sehen in der Bibel. Er ging weg und er hat Geld. Und solange er Geld hat, dann wird er angenommen. Vielleicht kicken wir nach Gott für diese Dinge. Aber ich glaube, für die meisten von uns ist es ein paar von diesen Dingen. Und wenn wir uns wirklich die Wahrheit sagen, dann würden wir sagen, dort ist nicht immer Gott. Manchmal ist es von diesen anderen Dingen, wo wir nicht kicken dürfen. So ich frage dich, Wara, ne wem oder ne Wort kickst du, um die diepste Neute in dein Leben erfüllen? Dort lohnt sich, du etwas zu denken. Die Botschaft, die Versen, die wir lesen, deuten ab Anfang an. Die sehen dort Jesus als ein Stein. Jesus als der, auf was wir bauen sollen. Und wenn je ein jünger Ei habt, der trubbelt gehen, dann büht ab Jesus. Büht ab Jesus und das Wort jünt halten. Weil je fragen, wenn wir uns befreien, dann, ich weiß für meine früh wieder zu stehen. Wir kommen taub aus ein paar Lied, morgen früh, und wir wollen uns nu befreien, und wir haben all diese große Hoffnung, was Gott ist, und nu wird es schein gehen, und nu wird alles gut sein, und meine Früh wird mir halten, mit all die Dinge, die mir gefehlt haben, und alles, was ich nu gesagt habe, das wird sei down für mich. Und dann fangen wir an zu gehen. Und dann auf einmal fingen wir an, dass es jetzt nicht kriegst, es dort. Wir gehen durch schwere Zeiten. Und ich hier den Prediger, der sagt einmal, uns, was wir messen tun in uns Hort ist, wir merken auf Gott. Und dann, wenn wir dort denken, ihr schon euer Bett so zu sein, und dann du was auch hier mit dort, dann sagen wir, dort ist Feind. Und so, ab einem Tag sagen wir, das ist ein alles, und dann jetzt was auch, und dann sagen wir, das ist nichts. Und manchmal ist es dort an uns Ehe. Wenn wir uns Partner an den Steht handstellen, dann, was bloß Gott soll sein, dann stellen wir jemand ab, dass das Wort sehr schlecht gehen ein Tag. Und so, wenn wir von den Grund, von den Fundament reden, dann, ab was bühen wir? Die Bibel redet von der Gefahr, was da ist, wenn wir uns vertrauen sollten, ab den Rechte steht. Und ich will ein paar Versen lesen. Er sagt, wer sich auf sich selbst verlässt, ist nicht verbedacht. Dort spricht er. Jeremia sagt, es steht, das ist, was der Herr sagt. Ich werde ihn verdammt, der sich auf Menschen verlässt und auf Kraft von Mana. Und spricht er auf, sagt, wer sich auf sein Reichtum verlässt, wird fallen, so aus ein Dreht Blatt. Und so heißt es, wenn die Vertrauen auf diese Dinge sagen, das, dann wird es nicht gut gehen mit dir. Aber dann jaft er uns zum Versen hier, Jeremia 7 sagt, wenn die auf den Herrn, die verluten, aber den Herrn wird den Mensch segnen, wer sein Vertrauen auf ihm sagt, der sich ganz auf den Herrn verlässt. Der ist krank aus ein Baum, der an ein Wutter steht, und seine Warteln einem Riefer schmidt. Und dann wird dann jaft, und als du dann wird Wutter sein, er brückt sich nicht ängsten. Seine Blätter wollen grün bleiben. Ein Drehtjahr bedeutet am nicht. Der hielt nicht ab mit Frucht drehen. Wenn wir auf Jesus bühen, dann wollen wir nicht abhören mit Frucht drehen, even wenn es ein Drehtjahr jaft. Wenn es heu ist, das Leben jetzt Wutter, wird
an uns ist und was von uns rutschälen det. Nach ein Vers Psalm 125, Vers 1 sagt, die sich auf den Herrn verluten, wollen feststehen. Die wollen ewig bleiben. So ist das bei Zion. Und nach ein Vers spreche, sagt Waran, Kapitel 29, sagt, wer sich auf den Herrn verlässt, wird sicher sein. Was die Sicherheit haben in deinem Leben, verlut die auf den Herrn. Verlut die auf den Herrn. Weet je, als ik over dit dacht, en ik al voor de laatste zo'n maand over dit gedacht, dan dacht ik over ons geschicht. En van waar Debbie en ik komen en wat we zijn doorgegaan en zo. Deze laatste week op ons date night verteld we dit waar een beetje door. Van deze feiernichten wat in ons leven zijn. En wat dat heeft in onderscheid gemerkt in ons leven, want we hebben naar de aardige steed gezegd voor die. Weet je, als ik 11 jaar oud werd, 11 jaar oud. Ik had deze diepste night aan mij van ooien zijn. Ik wil ooien zijn. Ik wil zekerheid hebben in mijn leven. En zo van 11 jaar en wieder, van 11 jaar tot 15 jaar, dan probeerde ik door te vallen met vrienden, met novias. Ik kost niet meer novia hebben, want die 11 jaar oud was. Wel, ik had. En meerdere. En ik probeer me te vallen met deze dingen, want ik wil gaan dat somebody zal mij goed zijn. Mijn ouderen willen mij goed. Maar in deze alle, dan vangt einer aan een klein beetje naar de vriend te kijken. En einer wil ooien zijn van de vriend. En zo ik had een novia, en dan had ik de nächste, en dan had ik 2, en dan had ik deze, en dan neem ik Jan zijn weg. Want ik wil gaan dat ik zal ooien zijn. Ik wil gaan dat ik deze zekerheid had. En voor mij zekerheid meint dat ik weer in controle. Voor mij zekerheid meint dat ik moet zijn als wie worden er niet. En ik moet zijn met wem en dat hij me krijgt niet uit als een anderen zien mij alweer niet. En ik vond aan in dit net te vallen. En dan als ik 15 jaar oud werd, dan vond ik een Debbie, wat zei het? Was met mij? En dan deed we. En zo weer naar Kinga. Aber wie wir nach Kinga, aber ich habe all mehrere Novias gehört. Wenn ich sage für das. Ich probiere das zu fallen in mein Leben. Und dann direkt diese Expectations, diesen Verlangen, was ich habe, dann direkt dort ab Debbie ab. Und nu will ich haben, dass sie soll mir erfallen und diese Feier-Dinge. Und wir wissen alle, wenn wir nach den nächsten Personen kicken, uns Partner, uns Freunde oder irgendwem, die können bloß nicht tun, was Jesus kann tun in uns Leben. Die können uns bloß nicht erfallen in diese Feierweh, so ein vollkommener Mensch. Was ist Kave uns erfallen, aber nicht so ein vollkommener Mensch, nicht so Jesus. Wir sind begrenzt. Jesus ist nicht begrenzt. Und so wie Jesus steht an der Ehe hinein, und wir bieten nicht auf den reichen Fundament. Wir haben nicht Jesus als uns Stein, wir haben unsere eigenen Dinge, was wir wollen. Und wir verlangen von uns untereinander, dass wir das erfallen, was bloß Jesus kann erfallen in uns Leben. Diese Feierdinge. Und so das geht nicht lang, wie wir befreit, vielleicht ein paar Jahre. Und fangen an Kinder zu haben und alles. Und ich denke, alle Tauben klein mit anders, was ich mir dort vorgestellt. Wie wir in 18 ist wir uns befrieden und ich wir ut, wir wollen mal was beleben. Wir wollen ein Adventure haben. Wir wollen in Mexiko tragen. Das ist noch niemals gewesen. Let's do something crazy. So das was wir deuten. Aber dann fangen wir an Kinder zu haben. Und dann fangen die breaken. Dann müssen wir ein bisschen vollständig werden. Nicht einmal bloß hier vor und dort und dit und so schwindet sonst auf Bifallen dort. Nu haben wir ein bisschen warteln, sozusagen. Dan wie me geen aan. En zo, ik vond aan de route te kijken. En ik schoft met een fruitaub. En ik vond aan en mijn hart. Hing er aan te gaan. Niet körperlich, aber in mijn hart. En dan ging dat 2. En dan de nächste. Hing er aan, körperlich. Wo wenn ich gesagt dat somebody would me aannemen. En ik zag dat ik wil zekerheid hebben, want ik wil in controle zijn.
En nu wären wir ein paar Jahre befreit, so Debbie deed nicht alles, was ich sehe. Nu hat es auf einmal in ihnen Wahl. Von wo kam dort? Und wie wir nicht auf dem Stein gebaut. Und so ich ging gerührt. Und ich fand mir eine andere Früh. Gott sei Dank, dass es nicht wieder gegangen. Ich sie bloß mit einer Früh in mein Leben gekommen. Physisch. Und das ist meine Früh. Aber verarbeitet krank so weit, als wenn ich hat. Mich verlebt mit somebody else. Wo wenn ich hat mein Hort somebody else gegeben. Und so wie wir nicht reden, wenn das. Und sie nehmen die Kinder und sie fuhren nach Kanada und ich bin hier allein in mein Haus. Und auf einmal fangen alle an, taub zu käveln. Mit großen Krachen, sagt die Bibel. Wenn es mein Haus wieder ab Sand gebaut, habe ich meine Familie verloren. Ich werde dadurch von meiner Arbeit verlieren. Die Kirche verloren. Und auf einmal wirke ich ab und sage ich, was unging. Ich verstehe das noch nicht, oder? Aber nicht kann ich sein. Irgendwas hier, ich habe Sand gebaut. Mein Leben ist taub gefallen. Und dort jeden Staut neben dem, ich möchte eine Entscheidung, dass ich würde einen Tag laden und ich würde trägen meine Früh kommen und ich fuhr nach Kanada und hol da und die Kinder trägen. Nu fangen wir an zu bauen, frisch taub zu kommen, zu bauen und zu eihen. Und dort jeden Staut in ein Jahr later, Juli 2009, dann passiert was in meinem Leben. Und ich hatte eine Erfahrung mit Gott, dass ich noch never hatte in meinem Leben und ich werde verändert von den da an. Und ich fragte wie diese Weg. Was soll ich das sein? Soll ich sein, dass ich kein trägner Gott oder dass ich geraten werde oder was? Wenn ich wieder in die Kirche abgewaschen, ich weiß all die Geschichten. Ich hatte gebetet, Jesus würde in mein Herz ankommen, all dort. Was soll ich jetzt sein für euch? Und sie sagt, wenn wir wollen in die Frucht kicken, dann wollen wir sein, die wird geraten. Wenn's ich fange an, Jesus zu checken für diese Feierdinge in meinem Leben. Und wir fangen an, so auf den Stein zu bauen. Und weißt du was, ich aus den Mond muss die Leitung nehmen dort. Aber ich habe meine Früh zum dort tun. Und so, ich möchte den Entscheidungen, Gott kann in uns Heim nennen, in unsere Eihe nennen. So ist noch never Eier. Und Dinge fangen an zu schaffen und taub zu kommen. So ist noch never Eier. Wenn es nu büht wir auf den Stein. Nu büht wir auf Jesus. Und ich fange an Dinge zu lernen. Wir müssen uns anstrengen. Können das versalzt sein? Lang nicht. Folgen wir uns jeder Tag, so ist nu Fährweich gut und das? Nee. Aber wir wissen, was wir müssen tun. Und wir wissen, was Jesus für uns hat. Und wir wollen auf den Stein bühen. Und so wir fangen an zu segnen. Wollt ihr was in unserer Eihe? Wollt ihr wiederkommen? Und wir fangen was Dinge an, wir fangen die an auszueifern. Ich kann manchmal sagen, ein Ding, was wir dann in der Zeit, ein bisschen nur dort, was wir anfangen, da wir Date Night, einmal der Weg. Mehr als einmal der Weg. Komm ich meine Früh taub, bloß für uns allein und die Kinder. Und wir bauen uns Friendstark. Wir bauen uns an. Und wie bad, wir fangen an, wir müssen Jesus checken, zum Weiten, wer wir sind. Wir müssen den Jesus checken zum Eugenum sein. Wir müssen den Jesus checken für unsere Sicherheit. Und wir müssen den Jesus checken für den Zweig in uns Leben. Und wenn wir dort deuten, dann schafft es viel besser zwischen uns. Dann kommen wir taub. Und Jesus in der Life kommt durch einen runden Raum an und bung uns taub. Wenn es nicht büht, wir auf den Stein. Und ich fange an zu lernen, was das meint, in Jesus ja leider sein in Haus. Aber dann wird ich nicht in Jesus ja leider in uns Haus. Und als ich dort beleben deut, uns Leben sich ändert. Von den da an. Das ist nicht, dass wir niemals schwere Tiden haben, wir haben. Das ist nicht, dass wir nicht eine Norm haben, von was dann passieren wird. Ja, wir haben. Und wenn wir durch einen Abdrehen down, ob der steht, wir können nicht feilen. Aber von der sind wir gesund und froh am Herrn und in unserer Ehe. Ich sehe meine Früh, rein uns drüber und so erst mich.
Wo wenn's wie Bühne nu auf den Stein. Ich will hand auf alle abstunden doen. En ik wil ons een gelegenheid geven. Wat je verken hebben naar de aardige dingen gecheckt om deze vrije nooit te ervaren in ons leven. Ik wil je nu alle een gelegenheid geven. Neem some tijd voor jezelf. Vraag God, als du dit hast gedaan, naar de aardige dingen gecheckt. En wanneer je hast, dan doe buise even dort. En merk van der den Entscheidung, dat du was op den Stein buien. En dat du was naar Jesus checken, om dort down in dein Leben, wat bloß hij kan. So, wir beten, wil je een minuut geven. Alright, Mana. Mana, ik wil je een gelegenheid geven van jou. Wanneer je nog niet wat hier hast, de eerste leiding aangenomen, van jou hast een gelegenheid aan te vangen. En wanneer je dat hast gedaan, van jou hast een gelegenheid te wassen en dat. So wat we nu willen doen is, ik wil een gebed doen met Eent Mana. Ik wil gaan dat je in de vroeg de hand neemt. So neemt in de vroeg een hand. Neemt een hand. En ik wil je leiden en ik wil gaan dat je op luides beden doen wat ik hier zei, wat dat we nog nu beden. En dat het luid genoeg zijn dat die vroeg dat hieren kan. Oké? We hebben ons niet schämen. Dat het luid genoeg zijn dat die vroeg dat hieren kan. So we beden. Ik wil voor God leven. Ik wil voor mijn vroeg beden. Ik wil met mijn vrouw beden. Ik wil mijn vrouw met lief behandelen. Ik wil voor mijn kinderen beden. Ik wil met mijn kinderen beden. Ik wil mijn kinderen van Jezus leren. Ik wil de geestelijke leider zijn in mijn huis. Ik wil de Bibel opmerken en dat lezen met mijn familie. Mijn grootkinderen worden een dag Jezus aanbidden. Wens ik wil mijn kinderen wijzen wel Jezus aan te bidden. En ik wil in mijn kerk met mijn familie taub God dienen. Amen. Amen. Nu Mana, nu wil ik je nog een minuut geven om over die vrouw beden. Op stel is bloß zwischen du en haar, dat zij dat hieren kan. En ik wil gaan dat du voor haar beden des. Ik wil je een beetje tijd geven. En wanneer je niet meer weet, nou wat zal ik zeggen, dit is mir al taub vreemd. Vielleicht wil je anfangen met haar te goud houden, vrouwen, dat je dit niet heuer gedaan hast. Vielleicht wil je God danken voor die dingen, wat zij goud deed. So nehmt een beetje tijd, Mana, en bid voor jullie vrouwen. Right. Nu
Nu wil ik je nog een beetje heimarbeit geven. Je dachten zo, je kunt bloß kommen en harken, dan kun je naar huis fahren en dan zijn we ons nächste werk. Maar dat is niet zo wat zijn nu in deze series. En zo ik geloof, wanneer we wat hier doen, dan werden we dat uitleven. En we hebben dat den werk nog doen. So ik wil je een paar dingen geven hier, voor deze werk te doen. En zo de eerste, is dat wel groot. En dat is buiten doen, wanneer we gaan niet op den Stein gebuut, aber op zand gebuut. En ik wil gaan dat je ons eigen deze werk van dit reden doen. Nehmt een beetje tijd, vielleicht een oefend deze werk, neem je tijd onder de Kinder en red je van deze boodschap en wat du geleerd hast. En over wat je gedacht hast. En red taub aus morgen früh. So dat is een ding. Red van de leer, red van wat je over gedacht hast. Nog een ding, wanneer du irgendwas Sinn der ersten in Leben aus morgen früh, wat dein Partner nicht weiß, diese werk werden wir dort abklären. Und so wir wollen für ihn beten. Und wenn wir anfangen, den Reichenweg zu gehen, Heilung zu kriegen in unser Eis. Und hier ist noch ein Ding. Ich will haben, dass ihr diese Werk aus Ehepaar jeder Tag taub beten darf. Jeder Tag. Das darf nicht eine halbe Stunde sein oder eine lange Ding. Aber ich will haben, dass ihr jeder Tag taub kommen darf. Nehmt ein bisschen Zeit und bet taub ab Lüdes. Okay? Und Mana. Ich will haben, dass ihr dit anleiden doen en zeggen wanneer je dit worden doen. So met jullie früh, red met jullie früh en zei, wij ons treffen, diesen Klockentijd, wij we taub beten. So dat is de homework wat je voor deze week gaan, okay? Taub beten jeder dag. Van de boodschap reden en wat je geleerd hebt. En was een taub, als Ehepaar.